Nur heute Gnocchi alla Sorrentina. Ein guter. Patricia, was machen wir heute? Wir machen heute Gnocchi. Und zwar Gnocchi alla Sorrentina. Per favore. Das ist italienisch, Das tönt so, ja. Wir brauchen Gnocchi dafür, Tomatenpassata, Mozzarella, Parmesan oder Grana Padano und für das spezielle Sorrentina verschiedene ständige Würze. Fantastisch. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis nachher. Bis später, ja. Fangen wir an mit der Soße. Das Wasser ist schon dort heiß. Die Gnocchis kochen aber sehr schnell. Dann muss ich jetzt noch nicht anfangen mit den Gnocchis kochen. Olivenöl oder ein anderes Öl. Nehmen wir schon mal die Mozzarella hier, solange das Öl dort warm wird oder heiß. Ich brauche den Saft hier nicht. Man kann natürlich auch schon mit so kraffelter Mozzarella machen oder mit anderen Käse. Ich mache so mit dem Mozzarella-Kugel, weil so geht's klassisch. Tomatenpassata, hoffe ich kann das jetzt aufmachen. Jawohl. Sonst hätte ich vorher den Stedi fragen sollen. Olivenöl ist schon langsam warm. Dann gebe ich ein bisschen gefriergetrockneten Knoblauch dazu. Auch nicht zu viel. Wenn du das nicht mehr weißt, der ist eben gefriergetrocknet und extrem konzentriert, oder? Wenn man hier die Menge so sieht, sieht nach wenig aus, aber das kann man auf 10 rechnen. Das Wasser kocht, ich mache ein bisschen weniger, wir sind noch nicht so weit. Lassen wir noch den Knoblauch ein bisschen anbraten. In der Zwischenzeit kann ich hier Mozzarella schneiden. Also die Rezepte geht wirklich sehr, sehr schnell. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist der Ofen schon mal einschalten. Ofenfunktion. Okay. Heiß Luft mit Trinkheiß kochen, das klingt gut. So. Es geht wirklich super schnell. Ich lasse hier einige Mozzarella-Stücke ein bisschen größer. Kommt schon mal die Tomatenpassata. Wow, wow! Da ist der heiß. Da ist der super heiß. Sieht jetzt noch nach viel Olivenöl aus. Aber das mischt sich schon gut da. Ich habe eine Passata ganz ohne Öl und deswegen passt das schon. Jetzt kann ich wieder ein bisschen heiß machen. So. Bisschen Herdöpfelgewürz. Geben wir gleich auch da in dem Kochwasser. Soße weiter. Also das Wasser ist bereit, die Gnocchis dürfen rein. Dann brauche ich hier noch für nachher. Bei den Gnocchis ist es natürlich so, sobald sie an der Oberfläche schwimmen, müssen wir den wegnehmen, oder? Sonst sind sie nachher verkocht und zu weich. Nehme ich hier den Rest von der Passata noch. Wenn ich hier zu Hause eine andere Tomatensauce hätte, sagen wir, ich habe gestern ein anderes Rezept gemacht, das ist ein bisschen übrig geblieben, kann man natürlich auch gern brauchen. Die riecht jetzt hier schon fein mit dem Knoblauch.
dem Olivenöl, stauaromatisch. Die Gnocchis fangen an, sich zu bewegen, aber die sind noch nicht so weit. Ein bisschen italienische Kräuter. Wieder zu heiß. Es ist wirklich unglaublich einfach, dass ich selber das Gefühl habe, ich vergesse etwas. Mehr oder weniger, es kann gar nicht so einfach sein. Also die Gnocchi sind sogar schon bereit. Ich bin aber nicht ganz so weit hier mit der Soße, weil ich möchte noch hier unten in diesem Form zuerst ein bisschen Soße machen. Nur damit die Gnocchis nicht zu fest am Boden kleben. Dann kann ich gleich nutzen zum Probieren. So. Jetzt kann ich die Gnocchis direkt hier in diese Auflaufform verteilen. Kann ich das Herd abstellen, und zwar komplett. Ist alles fertig. Also, es ist blöd, wenn man das sagt, weil es ist so gut, man kann das gar nicht Fast Food nennen, aber es ist so schnell. Soße drauf. Ein bisschen zu viel. Die Soße kann man sicher noch für was anderes verwenden. Ich lasse hierbei Zeit und die kommt in den nächsten Rezepten noch. Nehmen wir das uns da. Einfach schön verteilen, durchmischen. Ich war dran, die Mozzarella zu schneiden, aber es ging alles plötzlich so schnell. Ne? Einige Stücke lasse ich so extra groß. Den Rest schneide ich fein. Und ihr seht schon bald warum. Oh, ich brauche den Löffel noch. Das Mischen ist so schön. Die fängt jetzt schon an aufzuschmelzen. Aber der letzte Schliff passiert doch im Ofen noch. Weil wir Käse so gern haben, mache ich noch ein bisschen Parmesan dazu. So in die Rösti-Raffel. Oder in die dünne Raffel. Je nachdem, was man gern hat. Kann auch beide machen. Halb, halb. Dann hat man welche, die sich mit der Soße verbinden, andere weniger. Und da gibt es so eine Spannung dazu. Schön verteilen. Der bindet diese Soße auch ein bisschen und macht das Ganze noch sämiger. Schön. Und dann verteilt man schön noch die großen Mozzarellas drauf. Versorgen wir wieder den Käse für den Kühlschrank. Fertig ist es. Muss nur noch in den Ofen kommen. Und nicht so lang. Wenn der Ofen heiß ist, dann 10 Minuten wirklich nur, bis die Mozzarella aufschmilzt. Das ganze Käse hier zusammen mit den Soßen zu einer dichtere Soße wird. Und dann haben wir das. In der Zwischenzeit kann man nur schnell aufräumen, Teller bereitstellen und probieren. Dann stellt man das schön im Ofen. Der ist jetzt schon heiß. Minuten, ich räume alles auf und wir können dann probieren. Patricia, wow, schon fertig? Schon fertig? Habe mich wirklich gefragt, habe ich was vergessen? Es ist so schnell gegangen. Okay. Aber ja, es ist wirklich fertig. Wir könnten das zwar doch besser machen, Stedi. Jetzt, wo du sagst. Und wir haben gerade hier Basilikum. Machen wir noch ein paar Blätter Basilikum dazu. Jawohl, Basilikum frisch Genau. aus dem Garten.
oder aus dem Topf da. Töpfli. Nichts schon im Ofen, sonst verbrennt sie ja nur. Ja, wird's noch braun, oder? Genau, so sieht schön aus. Frische. Wow. Frisch kann man nachher auch Riesenbild. Sieht fantastisch aus. Gut, dann hoffen wir, dass es auch so schmeckt. He? Ist wirklich sehr schnell gegangen. Hoppla. Wow. Wie beim Italiener. Da, dann nehmen wir noch ein bisschen. Ne? Bei den Italienern dann hätten wir schon eine größere Portion. Ne? Immer ein viel mitessen, dass es auch funktioniert. Genau. Schauen So. wir das an. Was zum Essen braucht man aber auch noch, ne? Also glaube, schmecken tut es fantastisch. Echt? Ja. Probieren wir noch. Probieren wir. Hast du selber auch noch nicht probiert? Erst aus dem Ofen jetzt. Aber du bist überzeugt, dass das gut schmeckt, oder? Ja, es riecht sehr fein, so schmeckt ganz fein. Und ich Wir müssen Schmückfernseher bin finden. zuversichtlich, dass es auch fein schmeckt. Zeig mal. Ich nehme da jetzt einfach so eins weg. Jawohl. Und wie es ja direkt aus dem Backofen kommt, ist es vermutlich heiß. Ist heiß. Wie es riecht, dann sieht man fast nicht, aber es Genau. riecht ohne Ende. Also ich glaube, ich fange auch schon an mit Käse. Mm. Das wollte ich, Ja, dass der genau. Käse macht. Ah, so. Das habe ich mir gewünscht. Ich helfe ein bisschen, ist gut. Da Ist in der gut. Zwischenzeit. Oh, So. wow. Eins Gnocchi habe ich schon gehabt. Ei. Schau Jetzt. mal. Oh, ich nehme da gerade eine extra Portion. Deswegen habe ich eben diese Kugelmozzarella genommen. Oder? Ich kämpfe mit der Käse. Ich habe das schon gehabt beim Italiener. Und ich würde jetzt mal sagen, besser ist immer gemein. Aber wir sind sicher gleich gut. Fantastisch. Sehr, sehr fein. Mhm. Klar, man könnte nicht Gnocchi selber machen. No, aber geht so schnell. Fantastisch. Und ist das super. Bist du zufrieden? Ich auch. Mega fein. Danke vielmals. Sehr gerne. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.